So, 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 was ist jetzt los? so. Jetzt sollten wir eigentlich schon langsam live sein. Jetzt sollten die Leute schon mal was sehen. Ich komme mir vor wie der Influencer. Bist du aber nicht, du bist jetzt ein Influencer. Ich weiß ja nicht, weil ich jetzt so schreiben kann, was rein. Vielleicht haben sie jetzt alle so einen Todesschock, weil wir zum ersten Mal einen Michael dabei haben. Schock des Todes, Mike. Wingen wir in die Kamera ein. An alle, die einen Mike noch nie live gesehen haben, Heavy Metal. Ja, heute hat es nur der Mike zu unserem Kassettenschmerz geschafft. Immer noch besser, als wenn ich allein da sitze. Bin ganz froh drum. Allein in Kamera einschmerzen ist so ziemlich das Behindertste, was auf der Welt gibt. Drum, schön, dass du da bist, Mike. Jo, danke, dass du mich eingeladen hast. Immer, Mike, du bist immer eingeladen bei mir. Schön, wir haben auch schon wieder unsere üblichen Verdächtigen da. Der Gniedelwutzler ist am Start, der Never Raven, Krawallmaus ist auch wieder da. Lauter schöne Knädelwurzler, Leute. große Liebe. Lauter schöne Leute. Kennst du Gniedelwutzler? Na, aber der war doch damals so nett und hilfreich bei unserer Live-Folge. Bei unserer Live-Folge. Der war doch der Knädelwurzler da. Kann Der hat sein. die ganze Zeit gescheite Sachen eingeschrieben. Gescheit blöde Sachen oder wirklich gescheite Sachen? Na, los ein Knädelwurzler mal. Ich sage eh nichts, Gniedelwutzler ist ein guter. Gniedelwutzler for President. Mike, du warst ja noch nie dabei bei unserem Kassettenschmerz, weißt du überhaupt, was wir da dann? Na, erklär's bitte. Ich erklär's dir. Erklär's Mike, mal. sollen wir vielleicht, bevor wir anfangen, nochmal unser tolles Intro abspielen? Auf das wollte ich gerade hinaus. Ich Ja, hab mich noch nicht gesehen. dann machen wir doch das nochmal. Hoffe zumindest, dass wir es machen, ich weiß nämlich nicht wirklich. Jetzt. Seht ihr schon sitzen. Sechs mich schon. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Schön. Perfekt. Schön haben wir das gemacht. Das auch, Ja. da darf man schon stolz sein auf uns. Auf Eigentlich jeden ist das Fall. Beste, eigentlich hätte man mal das Making-of davor erzählen sollen vom Corby. Ich sag ja, dass das eigentlich so eine gewisse Dauer hat, jedes Video. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir was gemountet haben. Jetzt ist das eh nicht so perfekt geworden, aber für das passt schon. Und man hat gesagt, das soll halt ungefähr 10 Sekunden dauern von jedem. Und der Corby ist gekommen, hat sich hingesetzt und in die Kamera geschaut, hat ungefähr 2,5 Sekunden für seinen Auftritt braucht und hat dann gefragt, was denn, was soll ich machen? Für das haben wir aber eine halbe Stunde auf der Straße gestanden. Für Ja, und für das, dass wir davor aber deins auch schon aufgenommen haben und meins davor auch schon eigentlich schon gewusst hat, wie es abläuft. Ja. Ich schlage ein. Es hat unbedingt Ah, der shit. Hund dabei sein müssen. Unbedingt. Michelle Bernard ist auch da. Die sagt mir jetzt nichts. Die schaut aus wie Xena, die ist 3 Meter groß. Ist brutal. Ist aber die Unschuld vom Land, muss man auch dazu Die kann sagen. man- Also, die kann ich man weiß gar nicht, dass quasi die überhaupt so außen- selbst weiß wie Kassetten, dass die sowas überhaupt kennt. Okay. Weil Die kann das man ist- quasi aus dem Stand auf die Schultern steigen und mich abdrücken, oder? Ja, du bist für sie nicht mehr als eine Treppenstufe. Ja. Ja? Ein bisschen eine Weiche, ein bisschen eine Weiche. Die hat da einen hohen Wasserfall, oder? Sagt Einen man. sehr hohen Wasserfall, ja. Haben wir die Pferdl auch. Die strullert ja wie ein Pferd, heißt dann. Ja, die strahlt wie ein Pferd. Also, Mike, unser Kassettenschmerz. Wir haben uns überlegt, dass wir einmal in der Woche ja auch vielleicht mal schnell eine kleine Live-Runde, eine kleine Live-Sitzung machen, in der wir ein wenig über Themen, die uns berühren, schmerzen. Also so das Weltgeschehen, Politik, Weltpolitik, lokale Politik. So über das wollten wir reden. Und jetzt hätte mich mal interessiert, jetzt mit Depper die Katze ins Fenster gesprungen. Jetzt hätte mich mal interessiert, warum du so AfD-Fan bist. Oder möchtest du lieber über bin- Filme schmerzen? Ich merke mich gerade nur, ich weiß nicht, soll ich mich rechtfertigen oder nein? Also ich bin kein Nein, red mal lieber AfD-Fan. über Filme. Ich hab nur Frisur danach, sonst nichts. Ah, okay, Also es braucht jetzt keine Angst vor mir haben, ich schau bloß so wild aus. aber dann reden wir lieber über Filme, würde ich sagen. Das darf Über ich jetzt Neuigkeiten aus der Filmwelt. Ich hätte jetzt gesagt von den Schönen aus Hollywood, aber da ja du ganz viel Hamisch-Scheiß anschaust, werden da eher weniger schöne Leute dabei sein. sagen. Ja, das kann Aber ist schon auch passieren. okay. Was ist jetzt mit meiner Katze hab? Wobei mein erster Film, den ich habe, auf den ich mich freue und wo jetzt halt angekündigt worden ist, dass er gemacht wird, der hat eine ganz schöne Frau dabei. Ehrlich, welcher Film ist das? Ready or Not Teil 2 kommt, der ist jetzt in Produktion offiziell. Und auch die zwei Regisseure vom ersten Teil, Radio Silence, die extra Namen von denen zwei, die sparen wir jetzt einfach. Ja, ist einfach, wir haben nicht so viel Zeit. Nein, haben wir nicht. Und die machen jetzt da diese Fortsetzung. Ich habe ja beim letzten Mal erst noch erzählt, wie gut das Abigail ist.
Und ich hoffe, dass die mit einer Fortsetzung da auch nochmal sauber nachlegen können. Und zumal ja auch Samara Weaving wieder in ihrer Rolle als die Bloodsplattered Bride mit dabei ist. Ich hab da gerade, warte mal, ich hab da gerade einen Streit mit meiner dämlichen Katze. Habet! Das ist live, Leute, das ist live. Was ist mit dir? Du versaust mir alles. Weg! Greift mir da am Filmgitter umeinander, der Vollidiot. Das ist die Steffi, die da dran hängt, oder? Nein, es ist leider der depperte Oscar. Der depperte Oscar. Ja, weil er sonst nichts zum Tor hat, als dass er mir überall reinscheißt. Und jetzt muss er mir noch ein Filmgitter kaputt kriegen, der Vollidiot. Gott, oh Gott, das ist ein Stress. Ja, ist da schon irgendwie ein Startdatum bekannt? Na, die haben jetzt eben gerade am Mount gehen mit Ding, also sie haben jetzt die mit Drehbuch und alles ist fix, sie können jetzt starten und die Regisseure versprechen einen absoluten Knaller. Ich weiß zwar jetzt wirklich nicht, wie man da weiter tun kann, weil für mich ist der eigentlich schon hübsch auserzählt, aber ich bin gespannt, was da noch kommen mag. Vielleicht wird das eine von den Fortsetzungen, die ja komplett anders werden wie der erste Teil. Wer weiß. Vielleicht wird das wie Aliens zu Aliens oder so, keine Ahnung, wer weiß. Dass wir Aber vielleicht ich freu mich drauf. ganz viel Samara Weaving singen. Immer. Von mir aus, ich mag das wie in einem Godzilla-Film, wie der perfekte Godzilla-Film sein soll, dass man einfach nur die Echse sagt, die wo durch die Stadt geht und alles kaputt macht. Oder nur Monster, die sich gegenseitig bekämpfen. Vielleicht macht man es einfach nur so, dass man bei Ready or Not einfach nur im zweiten Teil die Samara Weaving die ganze Zeit sagt. Die darf man so schauen. Also sofort, instant. Ja, Dann wäre ich instant dabei bei der ganzen Sache. sehr schön. Hoffentlich kommt der schnell. Ich hoffe es einmal. Aber wie, sobald ich mehr weiß, kann man die Leute dann noch mal Bescheid geben. Du musst wieder mitmachen im Kassettenschmerz. Unbedingt. Was beschwert sich der Korbi eigentlich schon wieder? Warum heißt es 8 Leute? Korbi, was ist los? Keine Ahnung, Corby soll mir sein fettes Maul halten. Jetzt dumm, dass er in dem Livestream dabei ist, aber die ganze Pfotzen offen haben. Das sagt ihm gleich. Ist mir wurscht. Hast du übrigens schon gehört, dass Warner Brothers eine Prequel-Serie zum 2006er 300-Film entwickelt? Nein. Sogar im Gespräch, dass der Zack Snyder wieder zurückkehrt. Okay. Das hört sich schon war- stark an. Prinzipiell Und? schon, außer er macht so einen Scheißtrick wie mit Rebel Moon. Dann sage ich, hau ab, du Vollidiot. Kann ich noch nichts sagen. Da wartet jetzt noch auf ein Director's Cut. Aber gibt es da eine Comic-Vorlage für das Ganze oder ist das rein, haben sie das selber wieder ausgedacht? Ich habe keinen Plan. Ich Okay. habe keinen Schimmer. Das ist anscheinend auch noch in die ganz frühen Phasen noch. Erst einmal schwarz, es ist ja noch nichts offiziell mit dem Zack Snyder, dass der kommt. Aber Gerüchte besagen, dass er angefragt wird, da ist ja noch keine Quelle und nichts dabei gestanden, von wem das diese News gestreut wurde. Vielleicht ist das totaler Bullshit, wie bei Mr. und Mrs. Smith, dass die Hauptdarsteller ausgewechselt werden. Wir wissen es nicht, aber Gerüchteküche brodelt. Und vielleicht kriegen wir wieder eine Prequel-Serie 300 vom Zack Snyder. War natürlich schon stark. Der wisst halt, was es wird. Normal schon. Ne? Wo sie, weil du es gerade sagst, wo sie mir auch wieder mal geben müssen, war der zweite. Ich glaube, dass ich den seit dem Kino nicht mehr gesehen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe den Seitenkino auch nicht mehr gesehen. Was sagt das über den Film oder über uns? Da ist Eva Green dabei. Eigentlich sagt das was Schlechtes über uns und nicht über den Film. Das darf ich nämlich auch sagen. Also, ich habe bald wieder mal Neid an. Da war die Eva Green da oben ohne, oder? Ja, da gibt es da machen sie einen Sex Machen sie einmal einen Sex mit einem Pariser oder ohne? ohne Pariser, weil die hat es zu der Zeit noch nicht gegeben. Vielleicht Ach, auch da eine gammelige Schweinshaut oder so. Aber man sieht es nicht. Vielleicht, ja, so Schafsblodern oder so, sie haben so früher hergenommen, oder? Gleitsongs. Ja, die Leute sagen, sie weißt ja, du bist aus dem Moos, vielleicht ist es bei dir nur so. Nein, gar nicht, gar nicht. Der Neverraven meint, dass du eine Glatzen hast, weil du so brav bist und vor alle gestreichelt wirst, bis der Tor obergestreichelt haben. Genau so ist es gelaufen. Und ich muss aber aufpassen, deswegen gibt es jetzt momentan so eine Glatzencreme, die ich drauf schmieren muss, weil sonst scheint mein Ding wie eine Bowlingkugel. Ja, das Die ist jetzt leicht, die leicht direkt. die leicht jetzt schon richtig, weil die Beleuchtung von oben schon draufknallt. Ja, das ist doch. Das ist doch. Spiegeln Aber rein. die darf aber noch mehr spiegeln, wenn ich die Creme nicht drauf hätte. Dann weißt du, was los ist. Der Mann hat gesagt, ich bin der Heilige Geist. Der bist du auf alle Fälle. Der bist du auf alle Fälle. Ja, schon. Hast du dir Umbrella Academy angeschaut? Wow, ich glaube 2 Staffeln kann das sein. Entweder eine oder 2. Ich weiß nicht. ja, War weil- abgespaced. Ich hab's nicht angeschaut, aber für alle, die es anschauen, im August geht jetzt die finale 4. Staffel los. Aue Finale.
vielleicht schaue ich doch noch mal weiter. Weil ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das war wieder so ein Ding mit meiner Frau, die wo dann gesagt hat, sie von heute auf morgen, sie mag nicht mehr. Und dann stehen wir wieder da. Sag ich, du auch mit zu deiner Frau von heute auf morgen, du magst nicht mehr. Und dann steht sie da. Das ist mit solchen Versprechungen sagt sie, ja, mach ruhig. Traust Dann du stehe ich nicht. da. Traust Ja, du ja, nicht. traust du nicht, ja. Dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen. Danke für nichts, Frauenzimmer. Danke Ja. für nichts. Wenn wir schon bei Netflix sind, Serienstarts Arcane, die viel gelobte Anime-Serie zu LOL, ja, League of Legends, kommt im November die zweite Staffel. Was hast du das gesehen? Na, Hat irgendjemand bei dir uns zuhört gesehen? Ich habe nämlich, die ist so gelobt worden und so gefeiert worden und ich habe die angeschaut, aber ich bin mit dem Ding überhaupt nicht warm geworden, muss ich sagen. Ich werde es mir vielleicht vor der zweiten Staffel nochmal anschauen, aber Okay. beim ersten Mal bin ich irgendwie nicht so zurechtgekommen damit. ha. Na, kann ich leider nicht weiterhelfen. Musst du mal anschauen, ein Zeichentrick. Ah, okay, dieser Zeichentrick. Ein Zeichentrick ist Für das. sowas habe ich keine Zeit. Höchstens, ich komme immer noch nicht dazu, dass ich mir X-Men 97 anschaue. Immer noch nicht. Ah, ja. Ich glaube, X-Men 97 hat das beste Rating aller MCU-Sachen, die jemals erschienen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es Okay. auf IMDb oder auf Rotten Tomatoes war. Aber hört sich gut an. da Ich die kann das fast mit nachvollziehen. unterschreiben, die waren nämlich wirklich, wirklich gut. Okay. Ja, cool. Ich hätte nämlich für Netflix hätte ich auch noch was. Soll ich Was das hast du sagen? denn Und zwar kommt in 2 Tagen, und zwar genau am 5. Juni, kommt ein Haifilm bei Netflix raus. Und zwar ist der Haifilm? im Wasser der Seine. Der Seine. Kommt, Der Seine? und der heißt da so. Und zwar ist die von dem Regisseur Javier Gens. Kennst du einen Javier Gens? da? Nein. Doch, du kennst den. Ah, Das ist den der Regisseur? von Frontiers. Jetzt ja. Falle. Ich habe jetzt gemeint, den Schauspieler. Ach so. Ja, jetzt sind wir Wenn ich beieinander. gesagt hätte, der Xaver Gens, dann hast du eher gesagt, du kennst ihn, oder? Ja, der Gickerl gesoffen, musst du sagen, dann verstehe ich. Kickerl gesagt. Ja, Gickerl passt. gesoffen. Ja. Du musst ein bisschen Und eindeutschen, da- die Sache. Entschuldigung. Bei Uli da draußen auch Entschuldigung. Ja, passt. Auf das Ding freue ich mich, weil ich finde Haifilme immer ziemlich cool. Und es gibt, obwohl es so viel gibt, verdammt wenig gute. Und eventuell reiht sich der ja ein in einen von die Guten, weil der Javi Chance, der Chance halt, der hat bis jetzt immer lauter coole Sachen gemacht. Zuletzt auch zum Beispiel die Serie hat er mitgemacht bei Gangs of London und so. Also genau. der, glaube ich, kann das. Jetzt wenn es noch mit den Effekten noch passt, dann kann das ein ziemlich cooles Ding werden. Kommt übermorgen, also am 5. Juni bei Netflix. Bumm. Start, also schon wieder so schnell. Ja, ganz schön schnell. Netflix haut immer alles ja auf einmal so schnell aus. Das Ja, ist wie ohne mit irgendwas. Godzilla Minus One. War mir da. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass der überhaupt irgendwie auf Netflix kommt und dann hast okay, ab heute weltweit. Ja, von mir war er da. Ich habe sogar die E-Mail-Benachrichtigung habe ich sogar erst nach dem Release gekriegt. Ich glaube, 2 Tage danach habe ich erst eine E-Mail gekriegt, wir haben gerade einen Film hinzugefügt. Das stimmt doch gar nicht, der ist seit 2 Tagen drin, ist besser. Bei mir wird er nicht einmal angezeigt. Also ich weiß nicht, was mit meinem Netflix los ist, wenn ich so durchschaue bei den Neuheiten, da ist er gar nicht dabei, ich muss ihn aktiv suchen. Ja, weil die wissen, dass du die ganze Zeit nur drüber gemalt hast. Das kann auch sein. Ja. Und dass du Rassist bist, das wissen sie auch. Deswegen haben Jetzt sie halt gesagt, dein Maul. asiatische Filme sagen wir haben gar nicht an. Ja, Naja. was soll ich machen, Mike? Ja, ich Was weiß soll nicht. machen? Ich habe ein News für dich, Mike. Da wird jetzt sicher Bitte. gleich da wird jetzt das Hosenteil aufgehen. Okay. Weißt du, dass für den Film ich sage jetzt mal, des Jahrtausends, der kommen wird, haben sie jetzt einen Chris Hemsworth gecastet. Und weißt du, welchen Film das ich meine? Da haut es der Zick dazu aus, wenn der kommt. Ein offiziell angekündigtes G.I. Joe und Transformers Crossover. Oh, okay. Sehr schön. Es Ja. wird ja im letzten Film ist ja schon angekündigt worden, so, mit so einem kleinen Easter Egg am Ende. Also von mir aus, ich schaue mir die Scheiße schon Ja, da sagst du das richtig. Ich glaube, das wird so ein Scheißtrick, das kann nur gut sein. an. Ja. Da können sie eigentlich, aber- eigentlich kannst du viel falsch machen. Da musst du Michael Bay hier sitzen lassen und dann müsste es gut sein. Ich weiß nicht, ob das der Michael Bay noch kann. Die letzten Jo. Dinger waren die auch für den Arsch. Also, wie gesagt, wir haben die letzten Transformers-Dinger angeschaut und der letzte, der Rise of the Beasts, meine ich, heißt der war ja ohne Arm und das kennst du auch voll. Das hat dem Film so dermaßen gut da und jetzt weiß ich nicht, ob ich den Michael Bay jetzt da in dem Ganzen nochmal sehen mag. Was waren denn Michael Bay seine letzten Filme? Der Bad Boys 3 oder war er da gerade Produzent und hat einen Gastauftritt gehabt? Ich weiß vielleicht gar nicht. Diesen mit der Gyllenhaal, hast du nicht Transit oder so, dem, wo es mit dem Ah, Sankam, dem Ja, Sankam nicht aneinander fahren? Transit, der heißt anders.
Hat ja Ambulance oder geheißen, oder? Ambulance. Ambulance Ja, sicher. Transit, genauso. Ja. Magnetschwebebahn oder geheißen. Gut, dass ich dabei bin. Ja, da bin ich auch ganz Das froh hätte man- drum. Deswegen stehst du umso besser da. Ja, ich suche immer, das mache ich ja so, deswegen habe ich immer Freunde, die viel fetter sind als ich, damit ich ein bisschen schlanker ausschaue. Fetter, bläder. Ja, genau. Noch weniger habe wie du. Ja, genau. Drum, bei Perfekt. dir hätte jetzt eigentlich das Kappe gar nicht aufsetzen müssen. Nein, gar nicht. Das Egal ist- was du tust, Ja. ich kann nur Du lässt mich gut ausschauen. Ich bin schon sehr dankbar um die. Ja, super. Dafür ist aber die andere News, es geht jetzt anscheinend wirklich was für die, weil es geht jetzt anscheinend endlich voran mit dem He-Man-Film. Jetzt ist nämlich ich kann jetzt, also bei dem weiß ich jetzt den Namen echt nicht, wie man ausspricht, der Nicolas Galizine. Galizine, Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. kann nicht sein, ich weiß es nicht. Der ist jetzt auf alle Fälle als He-Man gecastet worden. Und das kann ja schon mal was heißen, weil bei den letzten News, die es gegeben hat, dazu ist ja nie irgendwie ein Casting mit rausgekommen, oder? Wir haben ja schon mal einen gehabt, wir haben schon mal so einen Herrn gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, der. Und dann war es auf einmal ist wieder das ganze Projekt cancelled worden. Also ich weiß Echt? nicht mehr, wie der Typ geheißen hat, aber es war schon mal einer da. Und es war nicht der Hemsworth, der einzig wahre He-Man. Na, wenn dann der Henry Cavill. Na. Henry Cavill, blonde Haare und dann geht's Schreibt ab. es eine, Hemsworth oder Cavill, wie schaut's aus? Was Der, wünscht Ca ihr hier? der Cavill kann alles da. Das war ja wenig ein cooler Wolverine oder so. Diese aber ich glaub, unverschämt gut aussehende Mistsau. Wahnsinn. Wie kann ein Moos so scharf sein? Keine Ahnung. Ich bin sauneidisch. Und sein Bub hat, Captain America Shirt da beim Vorgehen, oder? Ja, Er als der- Superman, normalerweise kannst du sagen, du ziehst jetzt sofort ein Superman-T-Shirt, weil sonst trisch ich dir so, dass der Rauch davor geht. Eben, war ich gleich fertig, aber ja. Auf alle Fälle der Nicolas kann nicht sein, ich kenne keinen einzigen Film, in dem der mitgespielt hat, muss ich sagen. Okay. Als du mich sahst, Mary und George, Royal Blue, Bottoms, Purple Hearts, Cinderella, Blumhouse, der Hexenclub, weiß nicht, ob du den vielleicht gesehen hast, so als alter Blumhouse-Fan? Ja, habe ich gesehen, war Mist. Okay, da war er auf alle Fälle dabei. Na gut. Krawallmaus sagt, dass wurscht ist, wer da spielt, weil es beide scharf sind. Er hat es auch nicht unrecht, das muss man auch dazu sagen. Bravo. Sie hat ja fast. Die ist die einzige, die wo wirklich als Gewinner aus der ganzen Sache vorgeht. Die einzige mit Hirn in der ganzen Sache. Na, aber Masters als- glaube ich erst, wenn ich drin sitze oder davor sitze oder dann glaube ich es erst. Ja, wie beim Spawn. Glaube ich erst, wenn ich da sitze. Ah, der ist ja wieder komplett stark worden um den Spawn, gell? Ja, Da war doch, wer hat Schon gesagt, Jamie Foxx oder hätten machen sollen? ja. Und Und Blumhouse hätten ihn produziert und. ja, ich weiß nicht, warum sie es nicht auf 3 bringen. Ja, oder bin ich, sag ich, also das glaube ich erst, wenn ich im Kino drinnen sitze und endlich ein He-Man da auf der Leinwand umeinander fetzen sehe. Ja, Oben ohne, eingeölt, muskulös, richtig geil. Ich werd im Kino so feppen. ja. Ja, bin ich dabei. Ja, Sind Sie daneben? Sind Sie holländisches wahrscheinlich Ruderboot mit zwei? daneben? Passt, ist fix. Das ist fix. Ja, ab und zu Äh, musst du halt mal auf sexy Typen schleudern. Ja. Ja. Nein, musst. Eben, wenn es gerade Muss ein, zwei Mal man. machst im Monat, dann ist er nicht schwul. Wenn du die buchst, ist es nicht schwul quasi. Das kommt auch noch dazu. Und Knastschwul ist auch nicht schwul. Das stimmt. Weil es bleibt alles im Knast, was im Knast passiert ist. Ganz genau, ganz genau. Man kennt sie Ich aus hätte der auch noch Geschäfte. einen coolen Film, der mir sehr gut gefällt. Wieder Was mal kommt? ein Film, der mir gut gefallen. Und zwar der Film The Texas Chainsaw Massacre hat sein 50-jähriges Jubiläum, Freunde. Irre, gell? 50 Jahre schon. 50 Jahre. Und zu diesem Jubiläum kommt der Film am 31. Mai nochmal in die Kinos. Aber Hab jetzt ich was du gelesen. macht, nur bei den UCI-Kinos exklusiv am 31. Mai. Dann wird es aber nochmal, weil die UCI-Kinos gibt es bei uns, meine ich, irgendwie nicht. Ich glaube nur dann in Regensburg dann oder irgendwie so. Du kennst dich da aus? Ein UCI-Kino in Regensburg? Ja, weiß Keine Ahnung. Gibt es da sowas? Auf jeden Fall ist es ein Riesending und die haben das exklusiv und läuft auch diese 4K-Version. Und für den Pöbel läuft dann kurz vor Halloween, ich glaube, das war der 11. Oktober, läuft er dann nochmal regulär im Kino. Also nicht nur bei den UCI-Kinos, jetzt sind mein Bierstupsel habe ich gefallen, Versoffenes sondern Warzenschwein. der läuft dann nochmal kurz vor Halloween im Kino. Und das finde ich mega cool. Ja, voll geil. Es war bei Dawn of the Dead schon die Wiederaufführung geil, das im Kino zum Singen. Geil. Und wenn irgendwo bei uns zum davon ist, dann rumpelt meine. Vor allem Dawn of the Dead war der Wahnsinn, ein Tag vor dem Lockdown. Was gehört, Ja. was gewusst hast, du sitzt jetzt in diesem scheiß Film drin Das am letzte Mal. Sonntagabend
Und dann war es genau am Montag, weiß ich nicht, Sonntag, was war, und am Montag spielst du die Kiste schon wieder zu. Und dann sitzt du in einem dystopischen, apokalyptischen Endzeit-GW-Häkel und sagst, ja, so weit sind wir da gar nicht weg. Ja, gib uns nur 3 Tage, dann plündern wir mir das nächste Kaufhaus. Genau so schaut's aus. Und fahren wir dann die komischen Querdenker mit dem Moped über den Haufen. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war Weil geil. wir Ich bin ja nur voll mal- im jetzt Kino. Jetzt sind wir aber nur mal bei Filmen sind, die mir gefallen. Ich hol's jetzt mal ins Beitel. Checkt ihr das? Das kommt raus. Oh, es ist zwar- ist ein bisschen unscharf. Was ist das Ja, genau? das ist eine Arrow-Video-exklusive Edition für alle Jörg Buttgereit-Filme in einer Box. Oh, Man kann das Ding quasi rausschirmen, rausschirmen und da herunten ist es ein Büchlein und da sind dann diese Discs drin, die stecken da drin und man kann da was lesen und so. Und ich glaube, dass das mega ist. Also die Filme haben auch den Originalton, also die haben immer den deutschen Ton, weil diese Filme von Puttgereit ja von Arrow Video so gut wie alle schon mal veröffentlicht worden sind und haben alle deutschen Ton mit drauf. Also man könnte sich dieses Sammlerstück auch als nicht englischsprachiger Lackel oder Lackinnen ins Haus stellen. wir wollen mal jetzt gendern, haben wir das letzte Mal gesagt. Richtig, Lackel und Lackinnen. Genau. Und Lackierinnen. ja, wie gesagt, Necromantic 1 und 2, Schramm der Todesking und noch ganz viel Bonusmaterial, exklusives Bonusmaterial. Aber diese Box gibt es nur exklusiv im Arrow Video Store. Das ist Store exklusiv. Und hat Regionalcode B, weil es UK ist und läuft auf allen deutschen Playern. Also, wer da Interesse hat, aber aufpassen, es könnte Zoll auf euch zukommen. Das ist das größte Problem mit Arrow momentan, weswegen ich das Teil noch nicht bestellt habe, weil das mit dem Zoll momentan auch so ein Geschiss ist. Ja, danke Und ich hab auch Brexit, bisher oder? noch- Was? Danke Brexit, oder? Seitdem haben wir das Geschiss wieder, oder? Richtig, richtig. Aber wie gesagt, wer auf diese Jörg Buttgereit-Geschichten steht und so, und ich glaube, dass das so ziemlich die definitive Auflage von seinem Werk ist. Ich hab von dem tatsächlich nur die 2 Necromantics gesehen. Okay. Also der Schramm und der Todesking, die haben schon auch hervorragend. Ja, und Ja, die Dinge aber- haben auch miteinander angeschaut, diesen Episodenfilm, der German Ach Angst, ja, oder? German Angst, ja. Aber das ist ja gerade eine Episode von ihm, oder? Eine Alraune von war drei, das, oder? ja. War das Also- Alraune, die von ihm war? Nein, das war die erste mit dem Hamster. Alraune war vom Marshall. Ah, okay. Do you know the German word Raunen? It comes from Alraune oder was umdreht, ich weiß nicht mehr. Do you know the German word Alraune? It comes from Raunen. Halt doch dein Maul. Stark. Das war ganz stark, ja. Dann hau ich gleich noch mehr Ankündigung aus. Darf ich noch Du eine? bist schlimmer als der Corby. Aber du hast jetzt so viel gemacht, jetzt hab ich gedacht, Nein, muss ich auch passt mal ein schon, bisschen- passt schon. Nein, ist Ja? okay. Okay. Und zwar, ich habe jetzt ganz lange darauf gewartet, weil der Film X ja schon von Caplight im Mediabook rausgekommen ist in 2 wunderbaren Cover, Artworks. Jetzt zirkt die Turbine Media Group zirkt jetzt noch mit Pearl. 4 Cover, oder? Schierst 4 Cover, also 4, nicht, dass ich bei meinen Splits um 10, wenn ich das so mache, 4. Mit 4 wunderbare Cover. Ich habe nicht entscheiden können und habe leider das Full-Set nehmen müssen. Alle 4, oder was? Ja. Und ich hab habe dann die noch Zeiten Punkte sind vorbei. gehabt. Nein, ich habe dann nur Punkte gehabt und dann habe ich die nur, weil du kannst da wenn du kurz Punkte sammeln bei Turbine und dann habe ich mir 15 Euro gespart. Das war gut, also das So ein halbes Mediabook umsonst, oder? Wird uns Ja. aber 30 Euro kosten. 33, also ich habe aber das 33, glaube ich, hat eins gekostet. Mhm. Und wenn du das im Set nimmst, dann ist es billiger. Ah. Genau. Kommt am 4. Juli raus. Also, wer da Interesse hat, Pearl, weil das Ding, das nächste wird wahrscheinlich Maxine sein, wo jetzt immer noch keinen deutschen Start weiß, aber das Ding wird dann auch im Mediabook kommen und dann könnt ihr euch das Ding dann komplett irgendwie ins Regal stellen. Die Ist über- Trilogie quasi. Ist überhaupt schon irgendwie ein Start bekannt zu Maxim bei den Amis? Weil ich habe bis jetzt nur einen Trailer gesehen und wissen aber jetzt nicht, dass da irgendwie ein Starttermin dabei gestanden ist. Kann es sein, dass da? Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich schaue ja auch keinen Trailer und nichts gesehen und ich habe jetzt aber auch sonst noch nichts gelesen. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, Trailer sagt ja wer- nicht viel aus, muss ich sagen. Okay. Ist es dann ein Teaser oder direkt ein Trailer? Ich hätte jetzt eher vor dem Teaser gesprochen. Okay. Ja, schauen wir uns so. Das wird mega. Und Pearl war ja schließlich auch ganz stark. Und wie gesagt, man kann sich da, das sind 5 Cover, haben sogar, habe ich gesehen. 5 Cover sind es, und zwar sind 4 mit UHD und eins, das ist an diesem Cover auch nochmal nachempfunden, das hat nur Blu-ray und DVD mit drin. Also mir- kann man sich das. Mir hat da, glaube ich, nur das Cover C gefallen. Ist das, wo. Oder da war doch eins, das irgendwie so gezeichnet ausschaut, wie so ein altes Das ist- Poster. Das ist D. Oder das war das dann, das fand ich am geilern.
Das Ich war fand mein. das Ding C, das mit der Wäscheleine, mit der Genau. weißen Wäsche, mit der Axt, das fand ich auch sehr Die, stark. die zwei warten, hätte ich mich entscheiden müssen. Die anderen fanden ich jetzt gar nicht so stark. Also. Ja, Gut, aber du hast das Geld. ich hab's gehört. Du. Da, Never Raven Mont, das sollst du mir uns schicken, wenn du E4 hast. Das Du, kannst wenn du er vergessen, dass der Mike irgendwas hergibt. Überweisen an diese Adresse. Können wir schon machen. Wie gesagt, Ja. ich habe wahrscheinlich nicht alle 4 behalten. Ich habe mir jetzt gedacht, das Full-Set ist jetzt da günstig umgegangen. Das probieren wir aus. Und Vielleicht fragen wir bei Turbini an, vielleicht kriegen wir was zum Verlosen. bei denen ich meine, der beißt auf Granit, da haben wir Ja, aber- 2 unter wahrscheinlich. Dann sage ich, alles klar, wir machen jetzt schlechte Presse für euch. Wie viel, Also das ist aber schwierig, weil die machen nur geilen Scheiß. ja, das stimmt auch wieder, verdammte Kacke. Dann zerreißen wir alle Filme, so wie das letzte Mal Monolith. Sagen wir nichts mehr Schweres dazu. Thema. Das war Ey, schwierig. Bill Skarsgård haben sie jetzt offiziell gecastet für Welcome to Derry, die Pennywise-Serie. Stark. Zuerst schön. hat es noch geheißen, er ist nicht irgendwie involviert und auf einmal steht er da. Ja, her damit. Bill Skarsgård Ja. als Pennywise, das war, auch wenn der zweite Teil jetzt zum Beispiel nicht so, nicht mehr so stark war, aber sei Schauspiel Weltklasse. Ja, da kann man echt nichts sagen. Allein dieses gestörte Augen von ihm, das soll aufhören. Das eine Auge. Ja, das der war kann, nicht so schlimm, aber das eine Auge. ja, der kann doch das Augen wirklich so umfahren. Ach, das war wirklich. Ja, ja. Kann das wirklich. Ja, da habe ich ihn in irgendeiner Late-Night-Show hab ich ihn gesehen und da hat er das dann gesagt, dass er das macht und das ist so widerlich gewesen, ich hätte ihn umhauen müssen. Also, Pfui. ich kann mit dem nicht zusammenarbeiten, weil ich hätte bei den Dreharbeiten die ganze Zeit umgeschlagen. Gesagt, ah, für Teufel, bam! Der ist wie die Leute, die die Augen so ausdrucken können. Uah. Gerade noch ekliger. Weiß man da jetzt schon irgendwas, um was das da irgendwie geht? Weil es gibt ja ein paar so Handlungsstränge aus dem Buch, die man ja im Film bisher nicht gesehen hat. Ja. Weiß ich nicht, kommt das dann vor mit den Schwarzen, mit der Bar, die es haben, wo man dann so Sekt an Pennywise, der wo das dann abbrennt und so. Weiß ich nicht, kommt dann sowas vor? Oder Ich weiß glaube, dass man irgendwas? da inhaltstechnisch, also ich habe noch nichts gehört, ich hätte aber gemeint, dass es heißt, es soll auf alle Fälle vor die Filme alles angesiedelt sein. Okay. Aber selbst das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Da Ich möchte jetzt kein so ein Scheiß, was heißt, der hat eine schwere Kindheit gehabt und seitdem macht er das. Also das Satz mir die Best. schwere Die Kinder, so- der ist von der komischen Schildkröte, auf der alles basiert, geschlagen worden, wenn es Zufall war. Genau. Also kommt zwar nicht mehr so ein Mist, weil da bin ich mit der Serie nämlich gleich fertig. Das war richtig Also- geil. Wenn es nach vor mir vermenschlichen und er hat eine schwere Kinder und hat dann einen Pakt mit einem Dämon geschlossen und ist deswegen jetzt. Dann wird es so wieder damals so in der Richtung, oder? Ja, genau, das ist die ganze Mitleid mit dem Pennywise. Oh, mit Pennywise, er sucht doch nur Liebe, indem er Kinder frisst. Ja. Es ist im zweiten Film ja eh schon so zwiespältig, weil es diese Szene gibt, wo man quasi sagt, wo er sich schminkt, wo man sagt, dass er da irgendwo so 1800 was passiert, dann schminkt er sich doch da und wo Julia gesagt hat, ja, gibt's die wo da und hin und her, wo ich sage, das stimmt alles nicht. Also diese Szene, die kannst du eigentlich das ist für den Arsch, weil der schminkt sich nicht, weil er ist ein intergalaktisches Wesen, er braucht sich nicht schminken, er macht, wenn er mag. Also, weiß ich nicht, ist das nur die Szene, hoffentlich wird die jetzt nicht irgendwie als Ankerpunkt oder so hergenommen. Ja, aber Ich das mag war, so einen auch Scheiß grad, nicht. das war doch auch gerade eher wieder so, was einer vorgegaukelt Ja, ich hat, oder? hoffe es. Nicht, dass dann heißt am Schluss, ja, da haben wir es aber gesehen, dass dieser so und so ist. Mir Gott, geht's oh ganz Gott. schön schlecht. Ja, auf Mir jetzt, geht's weil da wird jetzt schon wieder grantig. Ja, ich kann mich gerade nicht zusammenreißen. Schöner Gruß vom Undertaker, sagt der Florian. Schöner Gruß zurück. Servus, Undertaker. Alter Lump. Alter Lumpi. Alter Lump. Alter Lumpi. Für die gibt ja auch noch mehr Filme, haben sie mittlerweile Knives Out 3 angekündigt, oder der zweite ist schon sogar gefallen, gell? Für das ich den ersten so geil fand, ja. Ja. Und der zweite war wirklich die. Ich mag, nein, über Knives Out. mag ich Das nicht. sagen wir gar nichts. Ich wollte nur sagen, dass der, für den dritten Teil haben sie jetzt zumindest der Cast, der schaut schon mit viel Versprechen aus, weil jetzt nämlich auch noch der Jeremy Renner und Mila Kunis gecastet worden sind. Ja, natürlich schon schön. Der Jeremy Renner. Ja, natürlich. Ja. Der kann's. Ja, auf alle Fälle. Sie die Krampen nicht mit ihren riesigen Augen. Die macht mich ganz nervös. Furchtbar. Die schaut den Seele ein, wie das komische Meerschweinel von Bedtime Stories. Stimmt. Grausam ist das. Stimmt. Grausam ist das. Boah, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den habe ich auch nur im Kino damals gesehen und seitdem nicht mehr. Genauso wie S2 habe ich auch nur im Kino gesehen. Oder müssen wir es richtig sagen, wie die ganzen Vollmongos Es. Is. Ja. Ich habe Es, vor kurzem haben wir noch mal beide Teile hintereinander geschaut und da siehst du sich dann erst so richtig, wie schwach der zweite ist. Ja, ich habe beide Teile im Kino gesehen. Ich war da in einem Double Feature. Okay. Da war es Es auch, oder? Nein, ich habe nicht nur auf Netflix war er noch drin. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch drin ist. Bei Netflix war er drin. Keine Ahnung. Dann habe ich mein Steelbook zulassen, Kind. Das ist immer gut. Ich habe immer nur die scheiß Figur vom zweiten, die Box vom zweiten Teil mit der Figur da haben. Die mehr die mir verkaufen, aber keiner nimmt es mir ab.
800 Euro, dann kriegt es Leute. Ich wollte es gerade sagen. Biet's euch einmal auf für das Zipfen. Bitte in die Kommentare bieten. Verzeih mir die Leute, wer die nach dem ersten, ich nenne es jetzt einfach mal ein wenig überzogen, Exorzisten-Debakel, wer jetzt das Ruder in Teil 2 übernimmt. Das sind nämlich mal eine richtig geile News. Mike Flanagan macht den nächsten Exorzist. Und er wird Buja. wahrscheinlich losgelöst sein von dem, was man bis jetzt gesehen hat, und einen komplett neuen Standpunkt, er geht von einem komplett neuen Standpunkt aus. Und das, meine ich, tut dem Ganzen ganz schön gut. Also Weil knüpft man auch nicht an Believer weiter an, oder wie? Das lassen wir jetzt auch mal Nein, kurz ein. das soll angeblich soll das komplett, ja nicht, wahrscheinlich nicht komplett, da wird es schon wieder ein paar so Ankerpunkte geben, aber es soll jetzt halt weg von diesem, ja, alles, was bisher war. Wie gesagt, schauen, Flanagan kann sowas, man hat es ja gesehen bei, wie hat deine Freundin damals gesagt, Ouija? Ulia, bei Ulia. Ouija 2, Ulia. Was ist denn der Ulia? Ulia. Weil wir haben ja gesehen, dass der Flanagan von ganz schwachen Filmen tolle Fortsetzungen machen kann, weil Ouija 2 war ja auch doppelt, dreifach so gut wie der erste Film. Also vielleicht kann der das noch mehr rumreißen, weil der Flanagan ist eigentlich schon der Mann, dem man sowas geben kann. So wie gereimt auch noch, gell? Super. Alter, du bist das Reimemonster. Was haben wir wieder auf dem Beatbazar, oder wie? Ja. MC Mike am Start. Flanagan, Ulia. Da muss ich wieder an Asterix und Obelix Dinge und da reingehen. Ula. Ula, genau. Wo auch wer hat klasse. da an der. Ja. Sehr schön. Ja, da freue ich mich, weil ich fand bei den Believers echt viel verschenkt worden. Da hätte man echt was richtig Geiles machen können, aber das Einzige, was wirklich schaubar war für mich, waren die Mädels selber, die haben das sehr geil gemacht, die haben dann auch cool ausgeschaut, finde ich. Ja. Aber ja, wie gesagt, dann kommt Putzfrau und Bäckermeisterin und Nein, das war doch die Metzgerei-Fachverkäuferin und alle kommen daher und dürfen miteinander einen Exorzismus machen. Ja, haut's mir ab. Hey. Kann ich mir gleich Halloween Ends Love Story wieder anschauen. Ich wollte es gerade sagen, wenn es die Wahl heißt zwischen Halloween Ends und Exorcist Believer, was nimmst du denn dann? Dann schauen wir Halloween Ends an, weil die Love Story ist wenigstens was fürs Herz. Ah, okay. Ist schon schön, wenn sie miteinander dann auf dem Moped sitzen, so von hinten am Abend. Ja. Schön. Wenn er dann vorne Wobei ich aber sagen muss, ich hoffe, weil der Flanagan hat ja auch eine begrenzte Lebenszeit. Und zwar hat es ja auch noch geheißen, der macht ja auch noch diesen dunklen Turm, diese Serie. Ich werde das aber auch gern sehen, Freunde. Also, ja. Dazu ja mal die erste Staffel vom Dunklen Turm machen, dann soll er den Exorzist machen und dann einfach weiter mit Dunkler Turm, weil das ist ja sowieso, der wird ja sowieso bedient sein die nächste Zeit. Also, Ja, und er wird wahrscheinlich bei Dunkle Turm nicht durchgehend in alle Folgen Regie führen. Das hat er mal nicht bei ja, möchte seinen. ich aber. Möchte ich auch prinzipiell, aber hat er bei Spuk in Hill House und den Bleiminer und so weiter, hat er auch nicht in jeder Folge Regie geführt, oder? Stimmt, Da ist einmal wieder mal. Ich glaube, dass er zwar überall die Geschichten mitgeschrieben hat, aber ich glaube, das Regie-Ding hat er immer wieder mal abgegeben. Ja. Na, gut, Glaube ich. dem kann man alles in die Hand geben, das passt schon. Ja, da die also, den kann man wirklich alles in die Hand geben. Hast Jetzt du hab ich noch wahrscheinlich ja, ich habe noch was Gruseliges. was Gruseliges? So, jetzt hat wieder was ins Beitel. Vielleicht sieht man es diesmal. Seht ihr das da? Ah, die Nameless Man-Eater-Büste. Ja, wer jetzt das überhaupt nicht sehen kann, ich hab mir gedacht, das haut ein wenig besser hin da. Da schaut einfach ins Internet und schaut sich Das nächste Ding mal an. das nächste Mal schickst du mir einen Link und dann gebe ich dir meinen Bildschirm frei. Okay. Da, Maniac. Maniac, Entschuldigung. Was soll das? Was soll das? Da schau hin. Was soll das? Warum? Sechs ist Was ist jetzt da? Also schau dir doch das Ding an. Ja, Erstens gut. einmal, warum hängen da die Därme nicht raus? Das Ding kann man nicht so verkaufen, ohne dass da die Därme raushängen. Wer Eigentlich dieses nicht, ja. Originalplakat von Man-Eater kennt, der quasi da in den Bauchsee reingreift und quasi so seine letzte Amtshandlung, bevor er ins Gras beißt, beißt er sich in die Innereien quasi. Und dann verkauft man diese Box da, also diese Büste, limitiert auf 111 Stück und kostet 300 Euro. 3. Wahnsinn. War überhaupt schon irgendeine von den Büsten irgendwie schön? Die Evil Dead war schön. Na, Jo, hau ab jetzt. Gele, auf alle Fälle. Hau ab jetzt. Ich fand, also durchgehend, jede von den ganzen Drecksscheiße aus Büsten, die sind alle durch die Bank hässlich wie Scheiße. Okay, Da ist kein einziges schön gewesen. okay. Aber jetzt mal auf diese Box, die beinhaltet dann noch ein Mediabook natürlich und einen, den Original-Foto-Aushangsatz von früher, wisst ihr das noch, vom Kino, da diese Battle King. Die gibt es quasi eine Replika, aber im Postkartenformat, braucht ja auch keinen Schwanz. Dann ist nur eine echte VHS-Kassette dabei. Für 300 Euro.
Also ich weiß jetzt auch nicht. Schreibt es mir in die 300 Kommentare. Erstmal kriegst du eh schon keine. Das Kind braucht jetzt überhaupt nicht schauen. Ja, Nameless, da schauen wir jetzt dann, wann das Ding ist. Ich glaube, ist jetzt ab morgen oder so kann man das Ding bestellen. Es braucht sich gar nicht einwählen, es kriegt es keine. Das sind 111 Stück, ich habe keine Chance. Aber 300 Euro, wenn jetzt einer sagt, du kriegst jetzt das Ding jetzt in die Hand für 300, nimmt das einer für euch. Das ist schon Wahnsinn. Also, das müsste schon nochmal qualitativ um einiges einen Sprung machen. Und Gedärme haben. Der so schaut, also, ich weiß es auch nicht. Da bin ich raus. Momentan meine Sackeln sind ja direkt aus. Vor einem wattierten Klump zum nächsten und dann diese Box da, ich weiß nicht. Jetzt wird irgendwie alles debattiert da vor mir. Ja, wann ist alles wattiert? Zuerst war so ein Handvoll, ein paar erlesene Dinger waren wattiert und ich habe dann so gedacht, ja, so die italienischen Kannibalen-Dinger wattiert, das lasse ich mir eingehen, die nehme ich. Ja, genau. Und jetzt irgendwie alles. Ja. Ah, dieses Label Retro Gold 63, glaube ich, oder so, die bringen ja alles nur noch mit Wade voll. Ich spare mir ein Hafergeld, alles gut, also ich bin eh kein Freund davon. Und und diese Box, also wirklich, ich habe mich gefreut, was geheißen hat, da kommt jetzt so eine Büste, da habe mir gedacht, was los, das kann ein cooles Ding werden. Von mir ist auch dieses Kinoplakat in Glor, einfach so einer Base, da wo wir seine Gedärme haben. So muss man den Film sehen, so muss man den promoten, so muss man sich das Ding ins Regal stellen. Aber Eigentlich nicht der schon, Typen, ja. der so macht, kurz vorm abspritzen und dann Büste, fertig. So ist Ich weiß nicht. das ist der Ding, wie heißt der Golden Shot, oder? Nein, wie heißt das? Money Shot. Money Shot, jetzt halt. Haben sie Und jetzt gemacht, müsst ihr mal schauen, es gibt ja ein Remake von Man-Eater, Anthropophagus 2000, vom, ich glaube, Andreas Schnaas. Und dann googelt das einmal, der Andreas Schnaas schaut im Film genauso aus wie der Typ auf der Büste. Geil. Wissen wir, was ist mit dem neuen Man-Eater? Ja, ist, wie gesagt, wer also ein Gorehound ist und so viel groben Umfang was übrig hat, der sagt, ja, cool. Wer Ist das eine Fortsetzung oder was ist das eigentlich genau? Das ist einfach ein Remake. Nein, ein Remake ist auch nicht. Das ist einfach Creep mit der Franka Potente. Creep. Okay. Und der bringt die Mädels um. Nicht in der U-Bahn-Schacht, sondern in irgendeinem Luftschutzbunker. Und das war's. Also er hat richtig coole Blättereien drin. Die Mädels sind voll für den Arsch. Schaut nicht schlecht aus, aber wahrscheinlich auch haben die alle 50 und haben voll mit Plastik, das ausschaut wie 35 oder 30. Und ist mir eh noch zu alt. ja, genau, die dürfen nächstens 22 sein oder so, gell? Maximal. Egal. Also Jetzt zu zweit sind. Story-Kacke, Spannung gibt es keine, aber wie gesagt, wer so auf coole Blättereien steht, wer die Atmosphäre da unten in diesem Luftschutzbunker ist cool, kann man sich anschauen, aber man darf nicht zu viel erwarten. Aber so als Gorehound, wo du sagst, hey, so, ihr kennt, wer nicht den Film kennt, The Curse of Dr. Wolfenstein und Necronos, The Tower of Doom. So in der Art, ja, so läuft der in der Art. Wird Little von die Bordstrich jetzt. Also. Ah, genau. Also kann man mal schauen, ob man dann wirklich 35 Euro oder was im Mediabook ausgeben mag. Amaray haben wir das da noch nicht, nächste. oder? Nein, das Ding ist ein Spiel JK, aber diesen Megalomaniac hat ja Indeed vor kurzem auch in einem Scanavo-Case, also so eine dickere Amaray rausgebracht. Vielleicht kommt dieser Man-Eater auch bald. Wenn der wen günstig ist, kann man sich den gerne reinstellen oder mal anschauen und Ding. Aber beim Mediabook, und das kostet dann doch wieder 35 Euro, da hätte ich auf alle Fälle zuerst einmal das Ding anschauen. Aber wie gesagt, für so einen plumpen Splatterfilm geht der eigentlich durch. Ja, Mit der das- ist ja nicht zu lang, so 1,5 Stunden oder 80 Minuten. Dann irgendwie warte ich so. lieber auf die Amaray, dann passt das. Ja, kann man sich mal rein tun. Da hätte ich auch sagen, hey, hast du noch irgendwas Interessantes? Ja, eine Sache, die muss ich jetzt ganz schnell suchen, weil ich mich gerade verbleidelt habe. Und zwar, Mein Gott, es kennt ja alle Thanksgiving, gell? Den haben wir uns angeschaut. Das habt ihr unsere Podcast-Folge gehört zu Thanksgiving. Mehr hoffen, Das dass ihr Ding- das gehört habt. Unbedingt. Und wer nicht, der schaut jetzt da unten oder wo YouTube das ganze Zeug hat, der schaut da oder da, keine Ahnung, oder oben, was weiß ich. Wo sind wir denn? Ich geh mich nicht aus. YouTube haben die jungen Leute, ich bin da schon zu alt für die. Ja, wir haben immer noch Vimeo. Das Ding kommt jetzt, war ursprünglich am 25. Mai gekommen, ist aber jetzt verschoben worden auf 16. Juni. Also schreibt euch das in den Kalender. Ich habt noch Zeit, dass ihr unsere Podcast-Folge anhört, liken, teilen, Freude haben und am 16. Juni könnt ihr euch Thanksgiving vom Eli Roth bei Netflix anschauen. Bumm. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Und Ja. jetzt probieren wir mal was ganz Verrücktes. Das wollte ich schon die letzten Male machen. Heute hat es sich anbieten. Vielleicht können wir uns jetzt miteinander einen Trailer anschauen, weil heute, kurz so ein paar Stunden bevor wir mich angefangen haben, ist der Trailer zu Venom The Last Dance rausgekommen und ein Teaser zu Return to Silent Hill.
Und jetzt probieren wir einfach mal, ob wir uns das miteinander anschauen können. Ich habe es noch nie gemacht, ich kenne mich null aus. Der Corby hat sich rausgehalten, damit er das ja nicht machen muss. Aber let's try the shit. Let's try the shit out of it. Bitte schön. Was fangen wir an mit Silent Hill? Hey, ich sag auch was. Cool, halt mal der Maul. Jetzt ist gerade die Frage, ob die Leute was hören. Ich hör was. Das ist wichtig. Musisch wieder Wahnsinn. Das ist schön. Coming soon? Was sagen wir da? Ja, schön. Was sagen wir denn da? Ist der auch wieder vom. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammt, Ja. Scheiße. Ist er von demselben Typen, oder? Ich glaube aber schon, dass er wieder vor dem gleichen ist. Wie hat er den geheißen? Ich bin jetzt auf Pascal Auger, aber das war der andere. Nein, das ist er nicht. Aber war es nicht eigentlich ein Franzosen? Irgendein Franzose. Christoph Gans? Christoph Chance. Gans? Der ist auch wieder der Kickerl. Das ist wieder das nächste Kickerl. Ja. Ja, voll gern her damit. Also, ja, wenn der wieder so von der Atmosphäre und von der Intensität wird der erste Film, dann bitte her damit, weil das, wie gesagt, einer immer noch von den Top 5 besten Videospielverfilmungen ist. Der zweite Teil war leider, ja, das ist ja so Guilty Pleasure Richtung, wo du sagst, ja, schau ich mir mal an und erfreue mich an der Scheißigkeit. Aber es war cool, wenn wir wieder so ein Brett kriegen wie diesen ersten. Ich kann mich an den zweiten nicht mehr erinnern, den habe ich nur im Kino damals gesehen. Ich glaube, da habe ich ein Double Feature gemacht mit Man with the Iron Fists. Und da ist das Ding definitiv untergegangen. Der Silent Hill Revelations, glaube ich, hieß er, oder? Ja. Möchte ich mir jetzt dann aber auch bald wieder mal anschauen, weil, wie gesagt, keinerlei mehr Erinnerung mehr an den. Ich habe nur noch irgendwie im Kopf, dass es mal so Hellraiser-massige Szene ergeben hat, wo irgendwie so Leute aufgehängt waren und Schnitzel ausgeschnitten waren oder so. Oder irgendwie so, ich hab's ja gar nicht sein. Da haben sie mir was rausgeschnitten, ja, das stimmt. Irgendwas war da auf alle Fälle und ja, mal gucken, aber wie du schon sagst, den ersten finde ich auch als eine grandiose Spieleverfilmung und da habe ich richtig Bock drauf. Da glaube ich, haben wir auch schon Folge gemacht zu Silent Hill, oder? Tut der Corby, oder? War ich leider nicht dabei. Kann sein, ja, da hast du wieder schön rausgehalten. Aber dann, würde ich sagen, schauen wir uns noch Venom The Last Dance an. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, da sind schon wieder so ein, zwei Szenen dabei, aber schauen wir es uns an. Schauen wir uns Venom an und erfreuen uns an der Großartigkeit. Tollen CGI wahrscheinlich. Ja, das war nicht einmal das Problem. Diesmal Vollbild hat es geheißen. So. Ihr solltet wissen, dass ich eine wirklich dunkle und unberechenbare Seite an mir habe. Hör auf zu quatschen. Ich gebe dir hier eine Chance, Herzchen. Sag Bescheid. Bescheid. Was? Bist du? Wir sind. Wir sind Venom! Wir sind. Venom! Nein! Wir sind. Venom. Daran müssen wir noch arbeiten. Köstlich! Du bringst mich immer an die schönsten Orte. Ich brauche meine Auszeit. Wir wussten immer, dass es nicht sein kann. Dass wir allein im Universum sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es ein Geheimnis bleibt. Klappen wir los. Wir sind Flüchtlinge. Auf der Flucht. In der Scheiße. Wir leben im Traum, mein Freund. Echt jetzt? Nein! Eddie Rock!
Mrs. Kim! Aber nur! Die sind nicht ohne Grund hinter uns her. Betty, mein Zuhause, hat uns aufgespürt. Scheiße. Und eine Armee, die kann nicht besiegt werden. Solange Venom lebt, findet jeder einfach alles ein Ende. Diesmal kommen wir vielleicht nicht mit dem Leben davon, Kumpel. Eddie, es ist soweit. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie schnell kannst du den Bock auf Touren bringen, ohne ihn zu töten? Finden wir es raus! Der Schluss mit dem Rost, das hat es wieder braucht. Sowas macht mich immer, sowas zerstört mich immer. Ja, so war das ja nicht verkehrt an sich, weil mit Monster und so und mehr Venom oder mehr Symbionten, meine ich, oder? Ja, mir klang der Anfang schon, wir sind Venom, wir sind, halt doch dein Maul, warum muss denn so scheiße unlustig sein, der Drecks-Venom? Dann tanzt du mit der Tussi als Venom, das riecht schon wieder nach diesem Teil 2 Halloween-Scheißdreck. Fremdschämen im Kino. Bei dem Roast ist er da dabei und singt mit oder so, oder? Im zweiten. Ja, ich weiß nicht mehr, was das genau war, weil ich habe den Seitenkino nur mal gesehen und ich möchte ihn auch, glaube ich, nie wieder sehen, weil es eine Szene Wichse ist. Ja, dann ist sie so verschenkt. So verschenkt. Grausam. Jetzt nur für den zweiten Schmerz, weil der Carnage als Gegenspieler ist ja mega, aber halt nicht in dem Film. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du einen Carnage, einen Serienkiller eigentlich in dem Symbionten-Ding. Ja. Und dann ist das halt alles auf Standgas. Deswegen glaube ich, dass der Craven, der eigentlich im April, glaube ich, war der irgendwann einmal angekündigt, keiner weiß, was jetzt eigentlich mit dem Craven passiert. Den haben sie mir irgendwie verschoben, gell? Ja, aber irgendwie hört man da gar nichts mehr, da ist auch ein Trailer rausgekommen. Ja, bin ich gespannt, ob der auch dann mit Standgas daherkommt. Weil sie müssten sich eigentlich nur, zum Beispiel jetzt das Spiel Spider-Man 2 anschauen und sagen, hey, cool, an dem orientieren wir uns jetzt, die wissen, wie man Figuren umsetzt, passt. Und was sagen sie? Na, wie war's, wenn wir alles die Fotzen behindert machen? Ich bin froh, wenn Leck mich Sony. mir gern, dass Sony nichts mehr machen darf in dem Bereich. Ja, das war schön. Einfach nur noch rüber zum Marvel. Rüber. Nur noch Medium Web-Fortsetzungen. Bitte, ganz viel. Ganz viel Sidney Sweeney. Ja, Dakota Johnson. Mag ich auch. Gut, Ja. die am Schluss war wegen blöd, die eckige da. Das hat aber Ja. wegen Kakerlake ausgeschaut. Ja, wenn sie Aber dann okay. wenigstens weiter unten nichts mehr codet, aber Da musst du einen anderen Film anschauen. ja, aber da sagst du auch nicht wirklich was, oder? Shades of Grey, Jojo, da sagst du Popo und einen Busen. Schon mal. Ja, aber wenn ich mal Shades of Grey schmeiß, bevor ich das so schaue, hau ich mir einen Porno ein. Ich sag's, was ist. Da spielt aber der Dakota Johnson nicht mit. Ja, aber das sind andere. Andere. Andere Dakota Johnsons. Ja. Nein, Sony soll bitte aufhören. Einfach Ja. lassen, rübergeben und dann einfach die Sahne abschöpfen finanziell vom Marvel und sagen, alles klar. Genau, macht's macht's ein bisschen der was aus. Venom kehrt jetzt rüber Richtung Spidey, alles ist gut. Aber nicht die Scheiße da. Aber den haben wir Diese ja drei eh schon mal Venom- ins MCU mitgekriegt, oder? Wenn ihm nach dem. Ja, aber hast du die Szene in dem Trailer gesehen jetzt da? Diese Szene, die ja Ja. anspielt, wo er da hingelangt auf diesen Symbionten, auf das Ja. Batzal, da steckt ja der andere dieses Reagenzglasel drüber. Ja, aber das ist ja in einem ganz anderen Universum. Eigentlich genau, ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste Ja. das ja in einem anderen Universum gewesen sein. Aber wer weiß, vielleicht haben sie einfach nur mal die gleiche Szene drauf. Das ist mir passiert. Wahrscheinlich reden wir jetzt über, Red Opa erzählt wieder vom Krieg. Ja, Das sehen genau, wir erst, wenn genau. wir ihn gesehen haben. Du kannst eh nicht wissen, was Sony tut, weil die wissen so selber nicht, was treiben. Nein. Aber macht man schon fast wie diese Influencer, die alle so Trailer slingen und so. Das ist voll professionell. Ja, eigentlich hätte man dann unterm Trailer nur so da sitzen müssen. Wow! Wow! Ja, Reaction. Lecke. Ich flippe komplett aus mit den Arschgeigen. Flippe komplett aus mit den Arschgeigen. Ja, das machen. legt mich am Arsch. Ja, ich habe keine News mehr. Hast du noch News? Ich bin raus. Dann noch kurz für alle, die Woche ins Kino gehen wollen. Bundesstaats am 5.6., oder? Donnerstag ist der 5.6. oder ist es der 6.6.? Ich weiß es nicht. Heute ist der 6.6. dritte. Dann ist der 6.6. Bad Boys 4. Ganz wichtig. Bad Boys 4. They See You. Der kann interessant sein.
Da haben wir die Der heißt Trailer auch gesehen. eigentlich im Original anders, gell? Der Kann heißt sein, ja. Deutsch- Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, eigentlich heißt er bei uns wahrscheinlich CCC. Jetzt Weiß erst ich recht. nicht. Ja, genau. Und über Offstream Cinemas kämen und in ausgewählten Kinos, die habe ich jetzt nicht ausgesucht, da googelt selber oder geht's auf Offstream Cinema. Der erste Film von Nolan, Following, zu dem haben wir mir einen kleinen Bericht auf unserer Steady-Seiten geschrieben, weil das Mediabook rausgekommen ist. Die hauen den jetzt nochmal mit einem limitierten Kino-Release raus. Und wenn es noch weiter interessiert, Best of Cinema geht in die zweite Runde, also die zweite Jahreshälfte im Juni, also immer am ersten Dienstag eines jeden Monats. Gibt es zum Beispiel in Cineplex und auch sonstigen Kinos, die teilnehmen. Ich weiß jetzt sicher vom Cineplex für Spielburg, neu von Erding zum Beispiel. Im Juni Der bewegte Mann, im Juli Thelma und Louise, im August Gefährliche Brandung, im September, jetzt wird's richtig geil, Robocop. Wow. Richtig geil. Oktober Goodbye Lenin, November Der große Diktator und Dezember La La Land. Na, zumindest ein guter Film dabei, oder? La La Land finde ich ja tatsächlich auch sehr gut. Den habe ich nach 20 Minuten war da Sense. Ich müsste ihn wirklich einmal noch ganz anschauen. Fand ich so ein schöner Film. Ein schönes Handwerk, er ist so richtig geil, oft aufgenommen wie so 50er, 60er Jahre Filme mit den Kamerafahrten und so. Aber können wir uns auch anders mal unterhalten drüber. Wollte ich gerade noch gesagt haben, wenn es die Woche ins Kino gehen wollt, es gibt ein bisschen was. Zumindest der CEO schaut sehr interessant aus vom Trailer. Bad Boys 4. Das Coole ist ja, dass sie wie heißt der Bad Boys Ride or Die? Ride or Die, ja. Weißt du, das ist der deutsche Titel. Weißt du, was der Originaltitel ist? Na? Bad Boys for Life. Das ist der Shit. Und nicht Bad Boys Ride or fucking Die. Was machen wir jetzt seit 80er Jahren? Gehen wir zurück in die 80er, wo wir die ganzen komischen deutschen Was Titel mit ist rein. los? Ich hab das heute gelesen und mir gedacht, wow, deutscher Verleih. Das ist auch Sony bei uns, oder? Bad Boys. Sony soll doch echt scheißen gehen, oder? Was ist denn Die das? können echt abhauen. Macht's eine Playstation 6 und gibt's eine Rüder, die sagen. Bad Boys for Life. Da hätte ich mir den Film sogar angeschaut, aber nicht, wenn er Bad Boys Ride or Die heißt. Ja, schaut's her, jetzt habt ihr auf alle Fälle schon mal 7,50 € am Kinotag im Blattling verloren. Selber schuld. Knock, Kommt knock, der knock. Mike halt nicht. Kommt der Mike halt nicht. Jetzt haben wir schon wieder überzogen, 55 Minuten. Ich glaube, so lange war der Kassettenschmerz noch nie. Aber das ist das, wenn einmal fähige, vorbereitete Leute dabei sind. Danke dir, Okay. Mike. Schön, dass du dabei warst. Danke an alle, die uns zugeschaut haben. Morgen gehen wir ins Dankeschön. Volex. Herzlich morgen Volexo. Sie sind sehr politisch engagiert, wie immer. Wie immer. Ja, genau, weil. AfD-lastig. Genau, wir sind mal schließlich aus Bayern. In Bayern wählt man schwarz oder blau-schwarz. Und deswegen, deswegen hört euch Volex morgen an, wenn ihr wissen wollt, was der Mike wählt. Und wie das ja aufregt, als er hört, dass es NSDAP nicht mehr gibt. Schönen Abend. Servus Wiederschauen. und habe die Ehre. Muss ich jetzt irgendwas tun? No. Das ist einfach dein Maul halten.